Ja, ich glaube, Heiko nimmt die Niederlage vom letzten Part doch ziemlich ernst und persönlich. Willkommen zurück zu Omega Rubin. Michael, du und dein Team, ihr habt uns als Gegner ernst genommen und auch im Kampf nicht zurückgehalten. Dafür möchte ich mich bedanken. Aber ich möchte mich auch bei Galagladion und meinen anderen Pokémon bedanken. Hä? Ich hatte das Gefühl, dass ich dank euch einen weiteren Schritt nach vorne machen konnte. Ach ja, ich habe ein Geschenk für dich. Hier, das ist ein Andenken an den Kampf gegen mich, Galagladion und mein restliches Team. Ein Funkelstein! Genial, können wir theoretisch auch einen Galagladion entwickeln oder natürlich auch ein Frostedie, wie auch immer. Hast du zufällig ein männliches Kiel, ja? Wenn ja, dann werde unbedingt diesen Funkelstein dafür an. Heute kann ich dich zwar nicht besiegen, doch warte nur ab, ich werde fleißig trainieren und dich eines Tages einholen. Bitte kämpfe dagegen mich, wenn ich dich herausfordere. Versprichst du mir, ja? Mach ich doch locker. Ja, das war's. Oder? Oder willst du nochmal? Nö, scheinbar nichts. Da vielleicht nachher, dass wir wieder reingehen. Zack, jetzt sind wir draußen. Pokémon Liga, cool. Ja, und jetzt? Ja, ist ihm noch da, aber ich glaube, er hat trotzdem keinen Bock mehr drauf. Nö, hat keinen Bock mehr. Okay, tschüss. Items hier noch? Nö. Und da sind wir also in der Pokémon Liga. Endlich nach fast schon 70 Parts sind wir hier. Und sind bereit. Eingang zur Pokémon Liga. Ja, majestätischer Eingang war. Hat sie noch eine Megastein oder etwas anderes? Nö, nur eine ziemlich lange Allee. Ah doch, hier noch. Eine Megastein. Was für einer? Das Mewtwo-Nit Y. Um ein Mewtwo. Eine Y-Entwicklung zu ermöglichen, ja. Und da sind wir endlich, Freunde. Bereit für die Liga. Bereit für alles Mögliche. Guten Tag, willkommen beim Center. Unterwegs machen, okay. Also schwarz, ohnmächtig. Ich habe deine Geduld, ist noch fit. Tschüss. Ja, tschüss. Nun, Freunde, sind wir endlich soweit für die Liga? Naja, mehr oder weniger. Ich meine, das Team von dem her sieht sehr cool aus und so. Und wir haben noch alles, was wir eigentlich brauchen. Aber trotzdem... Ja, es wird immer noch gewisse Items und halt Themes und so, sprich Attacken, die wir halt noch nicht so beigebracht haben, wie wir es eigentlich könnten, wa? Als Beispiel, Kai beherrscht immer noch keinen Eisstrahl. Liegt daran, natürlich ist der Eisstrahl in der Seewoge, mal wenn wir vorher gesagt haben, machen wir es nach der Liga. Doof! Was unbedingt jetzt, vor allem gegen Drachen, aber... natürlich nur Wasser und Kampf natürlich nicht so optimal. Ich könnte zwar theoretisch noch ganz kurz tauschen mit Alpha Saphir, um den Eisstrahl beizubringen, aber nee, machen es trotzdem so. Es wird auch so irgendwie klappen, kein Problem. Hier statt Kreuzschirm und Kampfattacke. Ich könnte mir theoretisch auch Fokusstoß beibringen, den können wir noch erlernen. Wäre ja eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und zwar gibt es den noch im Kaufhaus von Segasulp City. Genau, da können wir noch Vogelstoß kaufen. Ich glaube, Kohle hätte ich genug dazu. Wäre durchaus eine Überlegung wert. Weil wir natürlich auch noch Kreuzer gar nicht in Aktion gesehen haben, wa? Von dem Standpunkt aus halt. Ja, andererseits, wie gesagt, ist der Käferattacke und Käfer wirkt halt gegen Pflanzen, Unlicht und Psychos. Gegen Pflanzen brauche ich nichts, weil ich bereits Flug habe. Gegen Psycho brauche ich auch nichts, weil ich bereits Unlicht habe. Also der Fokusstoß halt mit Damage für besonders normal, Unlicht und Stahl. Weil beim Kampf haben wir bereits. Ah, gegen Eis noch, genau, gegen Eis-Pokémon. Ja, okay, machen wir das noch. Kann halt immer noch Wasser und Kampf bloß. Was willst du machen? Der ist schon mal perfekt, Blackie. Der Attacken hier braucht. Bei ihm bin ich immer noch unsicher, wie ich nur trainieren soll. Ja, gut.
Mal ganz kurz gucken. Kokiri habe ich als zweites gefangen, war fürs Team. Dann war Atomic die Nummer 3. Chaos die 4, Kai die 5 und Blackie die 6. Und mir fällt immer noch der Spitzname für unseren Kai. Brauchen irgendwelche Trinke noch? Bell natürlich keinen momentan. Ne, sieht alles gut aus. Das könnte ich noch auffüllen. Ein paar Genesung noch, wa? Naja, passt schon. Also, Freunde, wir gehen ganz kurz, keine Sorge, es wird trotzdem diesen Part noch alles gemacht, sprich der Anfang der Pokémon-Liga. Weil ich will eigentlich das ganze nächsten 3 Parts, sprich diesen plus 2 weitere Parts, eigentlich alles soweit abschließen. Hier in der Liga und damit dann, ist bereits Part 70 sein, war? Genau, also sprich mit Part 71, ein neues Abenteuer beginnen. Das sind natürlich nicht direkt neue starten und so von Null auf, sondern halt einfach die Story nach der Hauptstory. Oh, mit neue Insel erschienen. Aber ja auch alles nach der Liga. Momentan ist noch, ja, noch nicht so notwendig. Und dann sage ich auch, wie man das Ganze erhöhen kann. Sprich, es soll mehr Inseln erscheinen als bloß eine. Und ja, wird dann schon alles noch cool. Also, Vogelstoß für Kokiri, war mir gesagt. Der müsste doch eigentlich hier zu finden sein. Ups. Das Museum ist ein bisschen falsch. Hier. Die Themenabteilung, die müsste auf dem 2. Stockwerk sein, wenn ich nicht komplett irre. Ja, müsste eigentlich hier sein. Nee, ich irre mich. Es war die 3. Oh Mann, es war... Genau, es war die 3 hier. Wie kann man das wirklich tun? Erstmal gucken. Hier an den Vogelstoß, bitteschön. Dankeschön. Den Rest noch. Überstrahlgigastoß brauchen wir sowieso nicht. Feuersturm, Donner, Blizzard, die brauchen wir auch nicht. Nö. Für das Team, was ich gerade vorhabe, brauchen wir die alle nicht. Ja, die brauchen wir einen Grauen, aber wir kaufen es einfach mal. Denn wir kriegen noch viel mehr Kohle. Ja, das ist nämlich so. Nö. Und sagen Tschüss. So, jetzt müssen wir eigentlich die Beeren nochmal ernten gehen, war aber brauchen wir eigentlich vor der Liga auch nicht. Ne? Doch. Vielleicht. Mal schauen. Gut, hätten wir den Fokusstoß, brauchen noch, wie gesagt, die Beeren und dann Spitzname für Logok. Und dann geht's los mit der Liga. Moment, hier. Die Route 121. Ja, sogar irgendwie mein Auge weh. Das ist natürlich... und jetzt? Nein, das ist doch falsch! Oh. Latios, ey, wo bringst du mich denn immer hin? Latios! Megatime! Sieht aber gleich aus wie Latias. Wobei, nee, ich glaube, es müsste ja ein bisschen größer sein, wa? In der Megaform. So, sind wir jetzt richtig? Ja, jetzt stimmt's. Die Route 123 war es ja. Nein, doch nicht so Bricks. Bricks. Ja, ist gut. Dankeschön, Labrusbeere. Sehr schön, noch eine. Dankeschön. Nur eine Labrusbeere. Was die wilden Blumen, ja, von mir aus. Unser Beerenfeld, ja, seht ihr jetzt hier. Das sieht man nicht mehr so gut. 5 Granabeeren, ja toll. Genau, gibt es halt 5 Beeren. Ich habe jetzt die nur einmal gegossen. Das habt ihr alle gesehen. Vor 3 Parts war. Genau, war das.
ein einziges Mal gegossen, würde ich die jetzt, wie gesagt, etwa alle 3 Stunden, glaube ich, ist es sogar. Also setzen halt, weil das Fell ein bisschen trocken ist und es heißt, oh, der Boden ist trocken, willst du nachgießen? Dann können hier bis zu 20 Beeren insgesamt, also natürlich pro Busch war. Pro Busch ernten. So, Dankeschön und weiter geht's. Die nächsten Seetangbeeren pflücken. So, die bitte auch noch. Oh, whoop. Die Seetangbeeren brauche ich kaum zum Evas verlernen lassen. Wobei vielleicht doch bei Kokiri, wenn ich noch speziell trainieren möchte, dann natürlich schon. Dann braucht natürlich keine EVs auf dem physischen Angriffswert. Das stimmt halt. Ansonsten, gut, kein natürlich, Atomic halt, genau. Der wird vermutlich noch ein paar EVs auf Angriff haben. Also doch, wird Seetangbeeren sicher noch ein paar benötigen. Und auch die Quallotbeeren. Die Qualle-Qualle-Beeren oder was? Die Namen, ey. Hummelbeeren. Nein, Honmelbeeren heißen die ja. Wie der Namen kommt, Honmelbeeren. So, sehr gut, sehr gut. Na, bloß noch ein Feld, dann haben wir es ja noch geschafft. Dann geht's nach Gravyport. Denn dort gibt's ja dann endlich den Spitznamen für Logok. Labusbeeren. La 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 la. Sehr schön. Und dann die Tamotbeeren. Umso besser. Nein, will natürlich nicht. Also natürlich schon später dann, aber noch nicht jetzt. So, das müsste eigentlich reichen für unser aktuelles Team. Und zumindest 4 Pokémon davon, die noch nicht Eva trainiert waren, wieder zurückzusetzen und dann neu zu trainieren. Aber halt wie bereits erwähnt, erst alles nach der Liga. So, jetzt sind wir hier also fertig. Ja. Graphite-Pod, City-Man. Wobei wir können mal ganz kurz gucken, was wir jetzt eigentlich für Beeren alles in der Tasche haben. 30 Seetangbeeren sind es doch schon. Von anderen 5. Nein, was anderes. Hier. Quallotbeeren, Hammelbeeren, Labusbeeren, Tamotbeeren. Oh, ihr habt das bereits auch für die 4 Pokémon müssen. Da muss ich noch mal züchten gehen dann. Aber egal. Jetzt haben wir natürlich hier noch den Fokusstoß, haben wir aber keiner. Verstoß? Nein, natürlich nicht. Ein Fokusstoß. Welche Attacke soll verlernt werden? Ja, die Kreuzschere. Tut mir zwar in der Seele weh, aber es ist leider so. So, jetzt haben wir also Kampf noch als Typ. Sehr gut. Ich weiß, wir haben bereits Kampfattacke mit Stolo, also mit Chaos noch, mit Logok, aber schauen kann es trotzdem nicht. So war jetzt. Nee, hier war nicht. Hier war der Typ mit den Spitznamen. Kokiri, Atomic, Chaos, Kai, Blackie. Und jetzt kommt eine Nummer 6, die ich selber entschieden habe, wie der heißt. Und zwar taufe ich ihn auf den hübschen Namen Tommy.
Ja, cool war. Der Grund, wieso ich den Zombie genannt habe, eine Anspielung auf zweierlei Dinge. Erstmal mein zweiter Vorname, also sprich die Abkürzung davon, oder Spitzname davon, sag ich jetzt mal so. Weil es hätte auch sein können, dass ich nicht Michael, oder ja, dass er halt mich nicht Michael genannt hätte, sondern wenn meine Eltern anders entschieden hätten, würde mich jetzt vermutlich Tommy nennen, also sprich irgendwie Tommy the Zen oder so etwas in der Art. Hätte sein können. Und der zweite Grund, das liegt daran, dass in meiner Kindheit, was mal so verraten, wie es gerade ist, ja, wieso nicht, aus meiner Kindheit spricht, weil ich etwa 19 Jahre alt, das ist auch schon, alter Schwede, ich kann dran denken, auch schon mal 15 Jahre her, eher 16, war halt damals noch die Anfänge der Mighty Morphin Power Rangers und der Anführer davon, und später später Anführer, war zum Spitznamen Tommy und ja, irgendwie war man sowieso irgendwie am liebsten von allen und deswegen, ja. Jetzt auch hier eigentlich der Spitzname zu Tommy. Das macht sie mit Pokédex, hallo. Das sind vor allem die zwei Gründe und neben Tommy gefällt mir sonst so als Namen auch. Egal, Tommy, Kokiri, Atomy, Chaos, Kai und Blackie. Freunde, sind bereit? Wir sind ready. Hier dürfen nur Trainer durch, die im Besitz aller Erinnerungen sind. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du wirklich alle Orden hast. Trainer, glauben wir dich in deine Pokémon, geh weiter. Hä? Haben die jetzt getestet oder was? Wie gesagt, eine Tür schließt. Nein, die Tür ist zu. Aber wisst ihr, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und damit herzlich willkommen in der Pokémon-Liga. Trete hervor, Herausforderer. Hier gibt es insgesamt 5 Kämpfe. Wir haben ja 5 Pokémon im Team, die die Mega-Entwicklung durchführen können. Sprich, wir werden in jedem Kampf mit einem Pokémon eine Mega-Entwicklung durchführen. Damit wir vermutlich erst zum Schluss kommen. Jawohl, eigentlich müssen wir jetzt bereits einsetzen. Der Chaos, ne, der kommt ja später. Haben wir Atomic noch mit Psycho 4, obwohl ich ihn direkt jetzt schon einsetzen kann, unseren Atomic. Wegen dem Feen-Typ halt, wobei die Megastufe darf man eigentlich für später noch aufsparen, war. Blackie ist von Drache. Dessen Mega-Entwicklung wir eigentlich auch eher zum Schluss hin noch. Vielleicht noch schwierig. Ne, eigentlich doch eher Tommy war. Genau, dass er die zum Schluss macht. Gut. Ja, mal gucken, wir sehen schon, wie wir es genau machen. Ich glaube, ich entscheide mich da ein bisschen spontan. Willkommen, Herausforderer. Ich bin Ulrich von den Top 4. Oh mein Gott. Ulrich, der Herausforderer. Warten, der hat eine Frisur, ey. Ich mag deinen selbstbewussten Blick. Ich denke, das ist ein guter Kampf. Gut, das sieht sehr gut aus. Schön. Wunderbar. Was? Freunde, es ist soweit. Die Top 4. Nummer 1. Ulrich. Der Finstere. Es ist Logok-Time. Oh oh. Nein, ich bedrohe. Alter. 5 Pokémon los? Okay. Himmelhieb, Logok. Tommy, Entschuldigung. Das war Nummer 1. Ein Tengulist. Da wird bereits Feuer drauf, aber egal. Mal gucken, welches davon bessere Chancen hat. Der doof für dich, ich habe den Fokusstoß und tschüss. Aufeinander Muggelieb. Nein! Na. Das ist doch eine Nullnummer-Attacke. Nein, da gibt's doch nichts. Oh oh. Kein Problem, so jetzt treffen wir mal den Fokusstoß. Geht doch! Und tschüss.
Da waren so noch 3. Ein Absol. Natürlich absonderlich. Da wieder mal Atomic war. It's Atomic Time! Ja, wisst ihr was, machst du direkt jetzt schon? Okay, Atomic! Mega Evolution! Gardevoir! Ein schönes Kleid. Zauberschein! Ein Tohaido. Wasser und Licht wäre wieder mal. Nee. Doch, wieso nicht? Aber genau, wir haben eine Kraftreserve. Der gute Kai macht das schon. Los geht's, Kai, die Kraftreserve. Tohaido. Auch der ist bereits Schnee von gestern. Sehr schön, da fehlt da nur noch einer. Ja, Chaos macht's. Würmer, it's Chaos Time. Los geht's, Chaos! Kraftkoloss! Was? Das könnte wehtun. Autsch! Du Arsche! Los, Chaos! So machen wir das. Freunde, wir haben's geschafft. Wir haben den ersten der Top 4 besiegt. Wirklich platt gemacht. Metallstoß. Das hat doch was wegen Gewicht, wa? Attacke mit großer Kraft gegen den Gegner, der dem Anwender in derselben Runde zuletzt Schaden zufügte. Aha, nee, das ist mir zu unbeständig. Nö. Ja, bitte vergessen. Dankeschön. Unser Starter wird auch stärker. Ich hab verloren, ich wurde von den Top 4. Macht nichts, war trotzdem lustig. Wir haben uns mit Gelassenheit. Als Verlierer aber dir nur eins zu sagen. Du bist bestens gewappnet für das, was noch kommt. Deshalb solltest du jetzt in den nächsten Raum gehen, zum nächsten Kampf. Geh weiter, der Kampf, der dich im nächsten Raum erwartet, sollte dich bei guter Laune halten. Dankeschön. So, Freunde, ich will eigentlich pro Part 2 Kämpfe machen. Also sprich, jetzt kommt noch an diesem Part, ja, mit ein bisschen Überlänge. Der nächste, das war, ich überlege gerade. Oh doch, erinnere mich wieder. Nein, scheiße. Macht Atomic vor allem. Ja, das war jetzt der Finstere. Oh mein Gott, was ist denn hier los? War schöner Hintergrund. Ja, ihr seht richtig. Die Geister sind unter uns. Oh mein Gott, ich habe ja solchen Schiss. Nee, natürlich nicht. Servus. Ich bin Antonio von den Top 4. Hallo, Blumenmädchen? Da mein Trainer im Pyrobild habe ich die Fähigkeit, mit Geistpunkten zu kommunizieren. Cool, wa? Ich kenne das Ganze nicht so blöd. Ja, so stark ist es Panzer mehr meine Pokémon. Deswegen sollst du dich glücklich schätzen, wenn es dir gelingt, meinen Pokémon überhaupt Schaden zuzufügen. Probier's ruhig mal aus. Hey, cool, wa? Oh mein Gott. Der zweite Kampf. Gegen die Top 4. Gegen Antonia, die Geistreiche. Zwergklop. Los geht's, Atomic! Er zwingt uns jetzt mal noch, kein Problem. Wir haben ja den Zauber, wobei bringt nicht, glaube ich, nicht viel, war. Figging Geister? Ja, normal. Du bist verflucht! Oh. Und er ist futsch. Zwergklop. Der Fluch hat's richtig gelohnt.
So, Kiri levelt auch wieder. Schön. Voll Nagel im Kopf. Ja, der Fluch ist ziemlich lästig. Wechsel und zwar am besten zu. Kiri eigentlich wieder. Denn Unlicht, der hilft hier wirklich gut. Los geht's, Finsteraura! Sehr schön, so passt das. Zwir finster, also ganz finster. Tja. Ja, also nicht. Unser Tommy, der macht das schon. Kampf bringt zwar nicht viel bei dem, aber ich glaube, seine Speziellverteidigung ist ziemlich am Arsch. Autsch, immer voll paralysiert, der Arsch. Jetzt reißt er aber hier Feuerfeger, schnell! No. Das geht's ja nicht, Mann. Tommy kann nicht angreifen, ist paralysiert. Nein, Tommy, was machst du da? Es ist eine Bürde mit dir. Tut mir leid. Oh. Ja, das Viech hält was aus. Du bist eine Bürde! Nein, komm schon, Logan, lass nicht so runterziehen! Ah, geht doch! Zwirfinst! Und Blackie levelt weiter. Eigentlich ein perfekter Zeitpunkt für die nächste Mega-Entwicklung. Bälle. Ach, jetzt schon bereits? Ja, mir fällt gerade auf, ich brauche sowieso 2 Pokémon für die Mega-Entwicklung. Ja, stimmt ja, ich habe. Nicht Trottel. Also, nur sind es 5 Kämpfe, aber einfach nur 4 Pokémon im Team, die Mega-Entwicklung können. Ja, Rückkehr. Ist nachher am Flugtyp. Mega Blackie. Es ist down, ja, es ist ja so down. So, vielleicht langsam ein E-Pedal abschalten. Nervt langsam. Ich hab sie gar nicht mehr nötig. So, Beres, so, Beres. So, mir egal, mach's jetzt auch mit Blackie. Mogel, Mogel! Ja, Mogelbaum! Nein, Mann, du bist kein Mogelbaum, du bist nur eine Nervensäge und tschüss! Freunde, wir haben es geschafft. Die zweite Top 4 ist geschlagen. Ach Mensch, verloren doch so. Naja, so cool. Oh Mann, das waren zwischen dir und deinem Team ist ebenfalls sehr stark. Das war mir völlig entgangen. Das konnte ich eigentlich nur verlieren. Jetzt wird aber auch sehen, wie weit doch dieses Band bringt. Geh, betritt den nächsten Raum, klar, Alter? Jo, das machen wir auch, Freunde, aber erst im nächsten Part wieder hier bei Pokémon Omega Rubin. Bis dahin, ciao zusammen.